Moin. Haut noch mit der neuen ETB auf von der Temple Force, der nice Pokémon-Set. Und auf der Logo gesehen mit der Walking Wave. Normal schmeckt halt der ETB-Mode ab. Also mein wir noch Pokémon Walking Wave aus einem richtig coolen Design. Gegen jetzt die zwei anderen finde ich den am besten eher. Er heißt der Player Guide. An der Player Guide können wir pure Kombos sehen. Und auch die neuesten Karten, die Aceback-Karten, die seit Jahren zurückkommen. Hier sehen wir auch die Full Arts. Hier sind auch pure Kombos von die Seite, die wir machen können. Hier ist die Kartenliste von die Karten, die wir aus Temple Force kriegen können. Also, ich will schon gerne pro Aceback-Karte erkunden, weil, wie wir wissen, Aceback-Karte ist schon richtig spielstark. Dafür diese Banane für alle Decks dran zu kriegen. Für alle Aceback nur eine individuell starke Fähigkeit. Hier sind die Full Arts. Hier sind auch Purchase-Karten, die ich gerne will. Zum Beispiel den The Scorching Fire. Der ist richtig nice bei mir nur als Artwork. Und hier sind die Goldkarten. Dann mache ich mal kurz der ETB mal ab. Gucken wir weiter dran ist. Hier sind die Sleeves. Boah, also die Sleeves sind mega gut. Der Musterhandel an der Walking Wave 4 passt schon ganz gut. Und der Lila und der Blau nicht schlecht bei mir noch. Hier ist der Code für der ETB. Falls ihr den braucht. Er heißt Promo Flattermane. Also der Pro sieht nicht schlecht aus bei mir noch. Der sieht ziemlich gut aus. Der Hintergrund ganz dunkel und der Flattermane ganz viel mit der rote Cat. Und dann zum Mal seine Fähigkeit Midnight Fluttering. Das ist ganz spielstark bei mir noch. Das kann ich ganz gut spielen eigentlich. Hier sind die üblichen Energies von IETBs. Hier sind die Kartentrainer. Hier sind die Würfel. Die Würfel, die Blue und Biscuit Reservoir, die sehen schon nicht schlecht aus. Hier sind die Brand- und Giftmarker. Und die Highlights, die Booster Packs. Ist ich das nicht Booster Packs? Und ich werde Lomo sortieren, also das Teil einfach hier. Ich werde alle einzeln mal abbauen. Schauen wir diese Pack gut. Also Pick halt 4. Geisenji, Tortilla, Daring, Pitoff, Pineco, Ironhands, Basketball, Sandy Shocks, Vicavolt, Marvel, also Schuss, Tramper, leider ist kein Hit halt. Heißt jetzt zweite Pack. Energy, Punita, Chatot, Kotenex,
Carvana, Body Puffin. Du wirst dann bei der VIP-Pass rausgehauen helget. Als der Body Puff für ein guter Ersatz. Also, das ist so gut wie bei der VIP-Pass. Wie, das ist ein guter Ersatz für bei der VIP-Pass, kann man sagen. Seorahora, Sharpedo, Ponita, Rosetta und Koraidon. Also Dark Energy, Ekans, Todwick, Pochiena, Hyglet, Metagos, Rosereida, Kedio, Torakot, Kedio, Asmeraidon. Wir haben das eigentlich ganz spielstark. An den neuesten Pokémon-Turnieren geht mir halt ziemlich gut gespielt mit der Future Box Deck. Der ist ziemlich cool, wenn es ein echter Tag. Du kannst attackieren, aber zu der echten benutzt, kannst du 10 Energie von der Deck sichern und einfach egal Pokémon handeln. Ich finde, das ziemlich gut Energy beschaffen. Folgt Energy, Marvel, Meditier, Turtonator, Hutut, Handtrimmer, Rabaska, Fortress, Weltmetall, Hutut, Abyss Miscode. Oh, also Artwork, ich finde das ein bisschen eher lame. Du hast aber nice und ziemlich, das gefällt mir, aber insgesamt gefällt mir so krass. Good. Bliss Energy, Baldum, Prelum, Holy Headmore. Also der Artwork sieht ziemlich nice aus. Mit der Hanakorn dunkel, der Mono Hanakorn. Und Twitch Up ist an sich diese Position an der Hanakorn da. Der Full Metal App, Golluch, Shamin, Misenergy und da diese Karte ist richtig spielstark. Mit seiner Ability sein. Man kann es gut an Lugia Deck spielen, aber eigentlich kannst du bei all Deck spielen. Mit sie alle Fähigkeiten. Dunstmacht. Relikan. Diese Karte kannst du eigentlich auch spielen, wenn es eine Fähigkeit Memory Dive. Du kannst die Fähigkeit von der Voreinfertigung der Pokémon sichern. Also der Attacke aussichern. Geht Heinz benutzt, aber geht nicht so oft benutzt. Absolutely. Eggs. Erste Wasser Energy. Pidove. Oh, die Koffer Schirm, ne? Ich lese mal kurz falsch. Pineco. Marvel. Petitas. Kiniko. Also diesen Deck, wenn wir noch als irgendwie die Spielstarken, weil das ist Fähigkeit Special Roll als pro Special Energie, die so hoch ist, müsste 70 Schulden. Aber Lugia ist einfach perfekt, weil der Malugia an den Malugia kannst du einfach
zig Special Energie an das Pokémon und der kann einfach auch gut gefühlt One-Shot an, ne? Heißt Future Boost Edge Kapsel, das ist auch ziemlich gut für alle Future Pokémon. Weil der neue Future Box Deck kannst du die 20 Schritte mehr machen und die Pokémon kann Retreat kosten. Und das ist ziemlich spaßig einfach. The Great Tusk. Mudspray. Was für ein Great Tusk? Okay. Wie man kann, die Great Tusk sind einfach unterschiedlich. Weil das sind Great Tusk als eine bessere Version. Man diese Karte Stores mal Gegner und als eher. Also das ist kein korrekten Deck, das müssen wir den. Heißt Feriligator. Has a Cast Energy, Tortonator, Hoothoot, Baldum, Headball, Delicati, Extra Guidance. Den kannst du spielen mit Great Tusk, aber wird oft gespielt. In meiner Meinung, ich finde das noch okay. Weil es gibt bessere Draw-Items, die du kriegen kannst. Aber es gibt ziemlich oft mal Great Tusk gespielt. Arrowhands, Victini, Artwork aus. Oh, ich finde okay. Der Artstyle aus. Naja, mit der Hanokon ist nicht schlecht bei mir. Karkol, boah. Also sein Artwork ist wirklich nicht schlecht, natürlich. Maar de Hanekron aan de video 4 dat is. En de shoes doen nu Spaß. Halt steht das Tag. Bis okay, ich hätte gezogen. Gesagt, was der ETB nicht bringt. Dark Energy, Yamfa, Thorakat, Robin, Frostmoth, Cyber's Codebreaking. Das sind Deck aus, diese Karte ist ziemlich gut, weil du spielst auch als Future Box. Eigentlich spielst du eine Future Box, eigentlich spielst du alle Karten, weil diese Karte, du kannst einfach 2 Karten von der Deck, der urwärtste Karte von deinem Deck lehnen. Und da kannst du einfach 2 Heiler machen. Und das ist ziemlich OP bei mir noch. Vikavolt, Great Tusk, Koraidon, Lichtung, also Schuss Iron Tron. Die kannst du spielen. Nee, nicht so viel als Spielding. Und das ist so der allererste Pack. Hoffen wir jetzt Hemo ab ist, weil Gesetz aus, dass wir wirklich mal keine Jagd rauskommen, ne? Oder irgendeine Vorlassung, ne? Fire Energy, Seedot, Beltan, Totodile, Daring, Exadrill, Demis, Nexus Reef, Tribur, Carriers Jungle. Hallo, die allererste Karte, mir hofft, okay, das ist ein Jax. Geklettert als Infernos. Coaching Fire. Die kannst du spielen. Eigentlich, mein nur sein dritter Attacke sind so schlecht. Der dritte Attacke so schlecht, die müssen 200 Schulden ab. Die müssen 200 Schulden, die müssen 200 Schulden. 200 Schulden.
Und leider kannst du, wenn du dieser Tag benutzt, kannst du nichts von deinem Level benutzen. Wenn man zum Beispiel, den Kampfgut benutzt, kann der einfach 3 oder 10 Schulter machen auf einmal. Und der One-Shot schon die meisten Pokémons. Ich mache da mal Steve dran. Und diese Golden-Archon finde ich da nicht schlecht aus. Und da ist bis unser Hit, das ist ja das Promo. Unser Coaching fast bis leider also eh schon eine Ausbeuterei. Diese ETP hat leider nicht so viel gegönnt wie gedurcht. Wäre trotzdem besser als nicht, ne? Dann werden wir das Video und bis nächstes Mal.